Da sind wir nun im Ohnsorg-Theater. Das ist über 100 Jahre alt, Pünktchen. Komisch. Es sieht noch so neu aus. Naja, es war ja nicht immer in diesem Haus. Früher war das Ohnsorg an den großen Bleichen beim Jungfernstieg. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die spielen seit über 100 Jahren plattdeutsches Theater, Pünktchen. Dann sind die ja total alt. Ohnsorg, Urgestein. Deswegen auch die Statue draußen vor der Tür. Nee, also, naja, es kommen ja immer neue nach. Heidi Kabel schwebt nur noch als Geist durch dieses Treppenhaus. Wow. Und in diesem Theater erzählen wir unsere Geschichte, Anton. Ob Hoch- und Plattdeutsch, ne? Allerbesten Kram. Moin. Moin. 2 Karten für Pünktchen und Anton, bitte. Oh, Pünktchen und Anton, das ist meist unverkauft. Oh, hauaha. Nee. 2 Karten gibt das noch. So. Der Mann viel Spaß. Danke. Oh, die Frau will uns sehen. Den Overgang auf der Bühne, ne? Wahnsinn. So viele Plätze. Über 400, ne? 103 mal 4 plus 2. 414. Nanu, hier haben ein paar Zuschauer ihre Klamotten vergessen. Manni, hier sind wir verkehrt. Wie spielt doch woanders? Ah ja, stimmt. Das ist ja die große Bühne. Ab ins Studio. Mein Toe. Die Schneiderei. Wetterverkehrt. Oh, guck mal. Der Hut würde dir vorzüglich stehen. Dann würdest du aussehen wie der Freund von Fräulein Andacht. Robert de Düvel? Nee, dann kann ich nicht Utstorn. Oh, moin. Oh, moin. 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 Oh, guck mal da.
von den Kostümen. Figurinen. Oh, Figurinen. Hier habt ihr also uns Kostümneid, ne? Pünktchen? Pünktchen! Pünktchen? Anton, weißt du, was das Schlimmste wäre für einen Kostümfundus? Für? Feuer? Ja, das wäre schlimm und wir hätten überall Brandlöcher. Aber es geht noch schlimmer. Water? Dann triefen wir sie nur so dahin vor Nässe. Noch schlimmer. Motten. Ach du Levetit, Motten! Der fred 1-2, ne? Ja. Oh, schnell weg. Vielleicht steckt hier ja noch irgendwo ein Mottentier. Manto, ruht hier! Wie gern wäre ich Schneiderin oder Gewandmeisterin. Obergewandmeisterin. Pünktchen! Ja doch. Wetterverkehrt. Oh, moin! Moin! Moin. Moin. Moin! Wahnsinn. Hier in der Tischlerei haben sie unser Bühnenbild gebaut. Unsere Stadt, mein Haus, deine Küche, Anton. Das hätt sie eins hier baut? Ja, aus Holz und allerlei. Das ist leicht, stabil und man kann es wiederverwenden. Nachhaltig, verstehst du? In meinem nächsten Leben werde ich Tischlerin, Anton. Ja, man nu mögt wie to sehen. Die Vorstellung geht gleich los. Oh. Afnort Studio, ne? Eins Chlor. Mein Toe. Ach, du grüne Grüt. Allwetterverkehrt. Moin. Moin! Hier haben sie unsere Kulissen angemalt. Dinhus. Und Dienhus. Ja. Guck mal, ein kleines Schiff. Gehört das auch zu uns, Anton? Nee, du Dummbüdel. Wie fort doch nicht to see.
Dann ist das wohl ein anderes Stück. Oh, da würde ich gerne mitspielen. Vielleicht geht es um die Entdeckung Amerikas. Und dann wärst du Kolumbus, ich wäre Amerika und Piefke wäre das Ei. Oh, kick mal. Oh, Eins in Lütt. vom Modell zum großen Bühnenbild. Und von einer Zeichnung zur leibhaftigen Kulisse. Guck mal, Anton, ich verrate dir mal einen Trick. Die machen das wie im Malbuch. Das ist ein kleines Raster und das ist ein großes. Und dann malen sie immer das Kleine aufs Große. Und das große Stück Stoff, das heißt Prospekt. Lustig, oder? Ein riesengroßes Stück Stoff und ein riesengroßer Pinsel. Und guck mal, Anton, Sie müssen sogar im Stehen arbeiten, weil sonst werden Sie ganz mannlich im Kopf. Plümerant. Ach, Anton, am allerliebsten möchte ich eigentlich Theatermalerin sein. Ja, man erstmal möt wie spelen, Pünktchen. Ich weet, Anton. Man to. Anton. Puh, das hätt wie schafft. Endlich zu Hus. Ja, da ist mein Haus. Und hier ist deine Küche. Ruff. Moin. 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 Ich liebe das Ohnsorg-Theater. In meinem nächsten Leben werde ich Schauspielerin, Anton. Das bist du doch all, Pünktchen. Ach ja, ich bin Schauspielerin und ich heiße Fritzi. Und ich bin Johannes. Hallo, Andrea. Hallo. Jochen? Jo. Schön, wir anfangen. Geht los. Also, zuallererst wäre da Piefke. Das ist ein Dackel und der gehört zur Familie Pogge. Und am meisten kümmert sich die Tochter um ihn. Und das ist Pünktchen. Piefke, Hundeplatz. Also eigentlich heißt sie Luise. Aber weil sie in den ersten Jahren überhaupt nicht wachsen wollte, wurde sie von allen Pünktchen genannt. Und so heißt sie auch jetzt noch. Auch wenn sie längst zur Schule geht und überhaupt gar nicht mehr klein ist. Ihr Vater, Herr Pogge, ist Direktor einer Spazierstockfabrik. Er verdient viel Geld. Ja, und viel zu tun hat er auch. Frau Pogge, Pünktchens Mutter, ist da allerdings anderer Ansicht. Sie findet, er verdient viel zu wenig Geld und arbeitet viel zu viel. Bei den Pogges wohnt auch ein Kindermädchen. Das heißt Fräulein Andacht. Und die Köchin, die dicke Bertha. Die Pogges wohnen in einer großen Wohnung nicht weit weg vom Jungfernstieg. Die Wohnung ist sehr groß. Sie besteht aus 10 Zimmern. Und wenn man nach dem Essen zurück ins Kinderzimmer geht, dann hat man meist schon wieder Hunger, bevor man angekommen ist. So lang ist der Weg.